Merci, Herr Präsident. Juncker, Halsdorf, Kréien, Korruption, Erpressung, Chantage, Amtsmissbrauch, Liegen. Das sind immer wieder, die an den letzten dieser Woche permanent an der Presse zu lesen, zu hören oder zu gucken waren. Viele Leute am Land fragen sich zu Recht, wo sind wir hinkommen, wo feiert das Ganze hin an der Lützeburger Politik. Nicht nur, dass wir als Land große Probleme mit unseren Staatsfinanzen, mit unserer Wirtschaft, mit dem Chômage, mit der Schulpolitik, mit dem Wohnungsbau, mit der Integration und so weiter haben, wo als Regierung unfähig ist, für sie zu lesen, müssen leider mir noch feststellen, dass im Funktionament von unserem Staat und das auf dem höchsten Niveau so manches schief lebt, für es mal fein auszudrücken, von das alles stimmt, was an den letzten dieser Woche gesagt und geschrieben geht aus. Von das, was an den letzten Tag gesagt und geschrieben geht aus, wo wir, da stimmen wir als Land für eine politische Katastrophe. Da leben wir nicht mehr an einem Rechtsstaat, mit der Stimme mehr nur Level von anderen korrupten Staaten. Parlament und Bürger hier am Land haben ein Recht darauf, für die Wohrisch gewählt zu gehen, und zwar die ganz Wohrisch. Wir als ADR machen keine Beschuldigungen. Und wir sind als Rolle als Oppositionspartei für Kloerheet zwischen den verschiedenen Meinungen zu schaffen. Wir sehen es als Mission, als Partei kein unzukloen, und sowohl a Charge wie a D-Charge zu diskutieren, und nur soll zeuig rauskommen, und nicht am Vierhaus. Die ganze Geschichte, von der wir heute diskutieren, hat am Anfang angefangen mit dem Projekt Wickreng 1. Ich will auch sagen, dass der Konträr zu einer Partei in der ADR sich immer für das Projekt Wickreng 1 ausgeschwart hat. Weil Wandgesetz dem Promoteur für Wickreng 1 Recht gehen hat, für dort zu bauen, dann auch von 10 Gemengen dagegen protestieren, und sogar von 100 Gemengen dagegen protestieren, verstehen wir die Optik von einem Rechtsstaat, wann den Promoteur Recht gehabt hat, für dort zu bauen, da wird dann von der Regierung wird versuchen, man den hat eben aufgrund von der Gesetze Recht für dort zu bauen, und da kann er dort bauen, und da wird man vielleicht auch noch nicht an die heutigen Situation ankommen. Die Regierung hat die Autorisation von Mittelstandsminister Gemeinde zu gehen, und das nun als politische Gründe für das Projekt müssten verhindert gehen. Das Projekt Léiweng von Herrn Becker aus Thun haben einen Druck kommen, mit einem Fußballstadion, Outlet-Center, ich gehe nicht mehr da dran, was du geschieht, als eigentlich, als ein Ausschluss von der Öffentlichkeit geht, an die Republik gehen, wie den Geheimakkord, den Herr Staatsminister nicht so gern hat, den Ausdruck vom 2. April 2010 zwischen der Regierung, vertreten durch die Herren Minister Juncker, Halsdorf, Kréien, an der Promoteur Guy Rollinger, Flavio Becker, veröffentlicht gehen. Also am Ufro von der DP, der Gringer, an der ADR, hat den 5. Oktober 2011 eine öffentliche Kommissionssitzung hier in der Chambre stattfand. Darauf ziehen, also mir ruhig die Mund eine Reihe von Informationen kriegt, und dass am Anfang eine Bewegung an den Dossier kommt, für 2 Wochen, den Gruppe Rollinger über ein Pressekommuniqué mitgeteilt hat, dass ein fortement invité gewesen wird, gehen, für auf das Projekt Wickreng zu verzichten. Was das heißt, sind da Erpressungen, hat das mit Krediten bei Banken zu denen, das wissen wir alles nicht, das soll aber unserer Meinung noch geklärt werden. Den Handel zwischen Rollinger und Becker begeht uns am Anfang nicht um. Von 2 Promoteuren und sich dezidieren und diskutieren, dass das hier Affäre, da wird Politik sich als raussagen. Als interessiert just, was zwischen der Regierung und den Promoteuren gesucht, geschwärzt und dezidiert in aus. Letzte Woche hast du eine Pressekonferenz von die Grünen DP kommen, wo ein Avis juridique vorgestellt wird, also wo starke Beschuldigungen und Adresse von der Regierung ausgeschwärzt gehen, Vorwurf von Korruption, von Erpressung, von Amtsmissbrauch, von Liegen. Wir hoffen und wünschen uns, dass die Grünen DP, dass die Beweise auch
zu dem Zeitpunkt dann Kaffee lehen. Na gestern kommt du nach den Tonband, ob RTL, den Anonym da soll rauskommen, sie von mir, die Rollinger, hier wir von der Regierung erpresst gehen. Der nächste Satz ist immer gewirrscht, wir brechen dir Genick. An dem Kontext fällt der Name Jean-Marie Halsdorf. Aber wenn der Rollinger die Regierungsmembern darauf aufmerksam gemacht hat, dass das sich eine Erpressung handeln, hätten sie ihm als Antwort gehen, das weiß ich. Wir waren klar abgefordert gehen, das Projekt Wickreng abzugehen. Den Herr Staatsminister hat heute mit am Namen von Herrn Kréien die Aussagen, die durch gestern gemacht zu gehen, dementiert. Vielleicht stellen sich dafür eine ganze Reihe von Fragen. Wir werden die Regierungsmembers, die Herr Juncker und Hals auf andere freie Minister Kréien, für unsere Meinung noch wieder taktisch besser gewesen, besonders nicht selber ein Plan gemacht beim Parquet. Ich gebe meinen, wenn irgendwie mir gibt so Ausstellungen machen von Korruption, Erpressung, Amtsmissbrauch, Liegen, und ich hatte rein gewissen, dann wäre für mich das normal, dass ich direkt ein Plan gegen die Person machen. Herr Gibéryen, den Herr Rollinger hat erklärt, dass aus der rezenten Berichterstattung komischerweise verschwommen. Hier wird nicht vom Staatsminister erpresst gehen. Wie weit soll ich denn dann aussichern, das sehen? Herr Präsident, ich schwätze nur nicht von dem, was der Herr Rollinger vis-à-vis von Herrn Staatsminister gesagt hat, ich schwätze auch was von Politiker gesagt gehen, als was an die Presse geschrieben gehen, als was von Aussagen gemacht, und die haben sich auch nicht immer spezifisch gegen den einen oder gegen den anderen limitiert. Es sind allgemein Aussagen gemacht, die von der Regel die drei nehmen, ein Gemeinde nehmen, Lana Juncker, Halsdorf, Kréien, die drei nehmen, sind immer an dem Kontakt von dem alten Dossier, sind die immer genannt gehen. Herr Gibéryen, ich führe keinen Prozess gegen Deputéierten, ich diskutiere für ein Land mit den Deputéierten, die das gesagt haben. Auch der Herr Kréien hat sich den Politik als politisch relativ vorsichtig im Fernsehen ausgedrückt, nicht durch den Giftplan machen, nicht durch das Kasswitte kriegen, und der Staatsminister hat heute gesagt, den Herr Kréien hat zu ihm gesagt, wahrscheinlich giffen ein Plan. Kommission d'Enquête. Wir als ADR und den 21. Mai an einer Pressekonferenz eins für eine Kommission d'Enquête ausgeschwärzt. Die Gräng-Kollegen hatten das schon mal den Tag für Druck gemacht, und die Gräng DP hat das letzte Woche auf der Pressekonferenz auch programmiert, für eine Enquêtecommissioun zu machen. Ich meine, die Enquêtecommissioun hat eine ganze Reihe von Fragen zu gucken. Ob die Regierung Gesetze und Prozeduren respektiert hat. Hat die Regierung nicht den öffentlichen Ausschreibungen, der Staatsminister damit in eine Antwort drauf gehen. Scheinbar kann das ja noch verifizieren, wenn sie die richtig finden. Hat die Regierung einen Promoteur erpresst, für einen anderen Vierdeler zu verschaffen, wäre das Konkurrenzprojekt Léiweng Wickreng. Wie weit hat die Regierung sich vis-à-vis von einem oder zwei Promoteuren engagiert? Co-Regierungsmembern Erpressungen gemacht? Ob Regierungsmembern Abfluss bei der Spurkäse geholt, für das ein Promoteur besser Konditionen für Kredite soll kriegen? Ob Regierungsmembern zu mehr Rollinger gesagt haben, wir brechen das Genick, und wir wissen, dass wir das erpressen? Ob der Generaldirektor von der Spurkäse an der zuständigen Chamberkommission ganz völlig gesagt hat, aber auch Behauptungen, die Gräng DP abgestaltet wird, für Korruption und Erpressung, ob das alles richtig ist, ob sie hier die Beweise können vorlegen, und auch den anonymen Tonband, der gestorben vorgespielt wird, wie weit das juristisch korrekt ist. Alles das, Herr Präsident, die Damen und Herren, sind wir der Meinung, soll das Parlament abklären, ab wann es, wie gesagt, ein penalen Dossier gibt, dann nehmen wir sich auf das politische Dossier limitieren. Wir sollen hier als Parlament keine Urteilung machen. Wir sollen konstant feststellen, wir sind an unserer Rolle als Parlament, wenn so grave Akkusationen kommen, dann als das Rolle für Kloerheet zu schaffen. Das verlangen Leute von unserem Land. Aber wenn wir die Kloerheet schaffen, schmengen, da steht der Politik auch insgesamt gut zu Gesicht. Weil das Bild, was an den letzten die Politik am Land vermittelt wird, das schwierhaft für die ganze Politik insgesamt, und kann keiner nur als Gewinner rausgehen. Und dafür gebe ich mir proposieren, objektiv, transparent, sachlich und die Sache runterzugehen. Auf voller Transparenz sollen die Punkte klären,
Leute am Land verlangen dat an Schmengen, dann hätte man eine gute Politik gemacht und dafür stimmen wir auch dem Antrag von der Enquêtecommissioun. So nicht. Merci.